Und vor genau 3 Jahren, also am 15. Februar 2018, habe ich mit YouTube angefangen. Es ist einfach nur crazy, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Keine Ahnung, warum ich das genau einen Tag später nach Valentinstag geladen habe. Wahrscheinlich, weil ich absolut nicht besser zu tun hatte. Was ist das? Die Schwester von der Nati gerade? Die hat gefühlt hure geändert in diesen 3 Jahren. Die sieht also ganz anders. Die sieht einfach anders aus mittlerweile. Wahrscheinlich, weil ich absolut nicht besser zu tun hatte an diesem Abend. Darum, ja, für alle Singles, die heute Gehen kannst du mir am Arsch lecken. nicht zu haben und sich überlegen, mit YouTube anzufangen, let's go. Nein, Spaß. Für mich bedeutet die ganze Reise, die ich bis jetzt erlebt habe, wirklich so viel. Vor allem im letzten Jahr ist wirklich einfach Adi. so viel passiert und darum habe ich gedacht, dass ich euch mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen verspätet ist, so einen kleinen Rückblick gebe, was in einem Jahr alles so passiert ist in meinem Leben. Gerade im Januar habe ich 10'000 Abonnenten geknackt. 10'000 war für mich einfach eine kranke Zahl. Clap. Kurz darauf ist dann Corona auch in die Schweiz gekommen, der Lockdown ist gekommen. Und was für mich sehr beeinflussend war, auch meine Schule hat zugemacht. Ich hatte keine Prüfungen mehr, der Stress ist komplett zurückgegangen. Ich konnte mich wieder richtig erholen. Und was für mich am zentralsten war, ich konnte selbstständig arbeiten. Ich konnte meine Zeit komplett selber einteilen. Heisst, wenn ich alles für die Schule erledigt habe, was ich machen musste, dann hatte ich auch Zeit für mein Hobby, also Social Media. 2 Videos in der Woche konnte ich hochladen. Was noch dazugekommen ist TikTok. Vorher war das für mich immer so ein bisschen lachhaft. Schreibt hier cringe. Plattform gewesen. Gerade im Lockdown ist die App, glaube ich, bei den meisten aufgekommen und interessant geworden. So wie auch für mich. Jeden Tag habe ich TikTok hochgeladen und bin immer mehr gewachsen dort. Mir macht es einfach Spass, komplett unnötige Sachen auszuladen und meine Kreativität auszuleben. Gerade das hat mir am meisten Freude gemacht zu dieser Der Adi hat da wirklich jeden Scheiß mitgemacht das Jahr. Zeit. Ich habe so viel Neues für mich entdeckt, dadurch, dass ich weg bin von dem Alltagsstress. Ich bin jeden Morgen spazieren, konnte viel Zeit mit meiner Familie verbringen und vor allem viel Zeit für mein Hobby, also Social Media, investieren. Durch die Zeit habe ich auch gemerkt, dass es für mich doch irgendwie möglich ist, zum selbstständig und produktiv zu arbeiten. Für mich wird die Reise, sage ich jetzt mal, weitergehen und ich werde mich nach dem Gymi der Selbstständigkeit widmen. In dieser Zeit Ich gehe auch spazieren, ich gehe fast jeden Tag momentan spazieren in der Corona-Zeit, aber es ist so ein bisschen, bei ihr ist Corona babamässig das Beste, was ihr je passiert ist. Ja, moin und bei anderen Leuten. Alles andere als das. Zeit habe ich auch sehr viel anders experimentiert und neue Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel habe ich mit der Mara meine Haare das erste Mal gefärbt. Für euch ist das jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber für mich war das auch die erste Erfahrung und ich glaube, ich hätte das niemals gemacht, wenn nicht Lockdown gewesen wäre. Am 1. April habe ich ein uraltes 50-Fakten-Video über mich hochgeladen, als Prank an euch. Es war so ein Video, das ich aufgenommen habe, das ich noch nicht mal YouTube gemacht habe. Und lustigerweise haben das viele nicht ganz gecheckt. Kurz darauf, aber im Mai, habe ich meinen Merch rausgebracht. Seit dem Februar war der in Planung. Für mich war das die erste Erfahrung mit dem und es war auf jeden Fall sehr viel aufwendiger, als ich mir das vorgestellt habe. Durch die Hilfe von meinem Bruder und von Can haben wir Nati Style Shirts und die ganze Webseite mit dem Werbevideo auf beigestellt. Wenn ihr noch wüsstet, ich habe an meinem ganzen Körper zittert, was geheißen hat, sie sind jetzt online. Und Leute, bereits nach einem Tag, ja sogar nach wenigen Stunden, ist einfach alles ausverkauft gewesen. Ihr habt das Shirt aufs andere gefeiert, sogar die Webseite ist abgestürzt, weil sie so überfordert war. Dort bin ich wirklich einfach sowas von sprachlos gewesen. Und es hat mir wirklich so viel bedeutet. Da muss man schon sagen, das ist geil. Also, dass die Nati so etwas aufgebaut hat, beziehungsweise jetzt in den letzten Jahren so gewachsen ist auf YouTube und so durchgezogen hat. Da müssen wir einfach mal an Clap rausholen. Also, das ist sehr, sehr geil. Und was Nati da macht und so. Und weißt du, vielleicht, Chat, ich sage ja manchmal schon, es ist nicht ganz manchmal mein Content. Aber es muss nicht mein Content sein, immer. Aber es geht einfach darum, sie zieht durch. Und es ist ein extrem netter Mensch, so wie ich sie kennengelernt habe. Und auf jeden Fall sage ich nur Clap an die Nati. Also wirklich nichts anderes, Mann. Es ist halt echt viel passiert in diesem Jahr. Ich habe einfach spontan einen Pony geschnitten, was ich einfach nie vorgehabt habe. Und bin sehr oft live gegangen auf Insta, das hat mir auch mega Spass gemacht. Ich habe ein paar Auftritte. Oh mein Gott, Alter. Yes, baby! Ah, das war im Fernsehen. Das ist im Fernsehen gekommen, oder? PogChamp, Mann, ich bin im Fernsehen gekommen, Chat. Aber ich habe es nicht mal gesehen. Yeah, I know, right? Hey, Knulki, you know what? I was in the Swiss TV. Can you see that guy there? That's me. I was in Swiss TV. So, that's fucking crazy, man. Ich hatte einen Auftritt bei SRF und ich bin sogar in der Zeitung. Oh, in der Zeitung, da bin ich auch gewesen. Holy shit. Zudem habe ich es endlich geschafft, Veggie zu werden.
Eigentlich habe ich das schon immer vorgehabt und habe es nie hergebracht. Jetzt bin ich seit einem Ja, ich bin auch Veggie. halben Jahr am Durchziehen und habe sogar meine Schwester beeinfluenzen. Seit meinem Start mit YouTube hat es immer wieder mal ein Video mit der Mara gegeben. Mit Jahren haben wir dann miteinander abgemacht, also bis jetzt keine Videos mehr mit ihr werden kommen. Wir haben das weiterentwickelt und auch sie hat gemerkt, dass es für sie nicht mehr so ganz Hey, ich bin wirklich... Nein, ich bin nicht Veggie, okay. Ich habe mich gehabt mit dem Kappa. passt. Auch im Juli habe ich mich mal getraut, andere Videos auszuprobieren auf meinem Kanal. Ich habe ernste Themen wie Selbstkomplex angesprochen und habe ein Video über meine grösste Unsicherheit gemacht. Obwohl ich richtig Angst hatte vor euren Reaktionen, ist es richtig gut angekommen. Es hat mich wirklich mega gefreut, dass ich Leuten aussehen helfen konnte oder ihnen zumindest einen Denkanstoss geben konnte. Anfang August haben wir meinen ersten Kurzfilm, also meine Maturaarbeit, gedreht. Für mich war das die allererste Erfahrung. Ich habe noch nie so Der Lehrer, so eine Legende, Mann. viel Nerven und Zeit in ein Video gesteckt, wie in diesen Kurzfilm. Aber es hat auch unheimlich viel Spass gemacht. Ich habe so viele coole neue Leute kennengelernt und viele Erfahrungen gesammelt. Danke euch allen so viel mal für die vielen herzigen Nachrichten. Das hat mir wirklich viel bedeutet. Ja, die Schule wieder angefangen und ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen in ein Loch gefallen. Meine Noten sind schlechter geworden und andere private Sachen sind passiert. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie die Ella vom Kurzfilm. Auch mein 8-jähriger Hass, Mimi haben wir einschlafen lassen. Und das ausgerechnet an Weihnachten. Aber auch wenn das ein sehr spezielles Jahr war für Sad, dude. alle, ist es für mich eines der besten gewesen. Ich kann zwar, wie ihr natürlich, auch auf coole Events, Lager, Partys und vor allem auf den Kontakt mit Freunden müssen verzichten. Da bin ich ehrlich, das ist mir auch schwer gefallen. Trotzdem habe ich so viel Schönes erleben, habe neue Leute kennengelernt und Freundschaften über das Internet aufgebaut, habe viele Erfahrungen gesammelt. Sorry! Oh nein, Digga. Digga, der Adi, ich weiß auch nicht, das haut der noch mal ein. Also, Digga, wenn ich mal... Digga, nein, ich muss den Adi mal so roasten mit diesen Clips da. Der hat wirklich seine Hose abgezogen. Der hat seine Hose abgezogen und hat seine Beine gespreizt für alles, für Fame, Mann. Und bin mit meinen fast 20 Jahren ein bisschen weitergereift. Außerdem habe ich diese Woche das letzte Mal Gitarre gehabt. Für die mich ein bisschen länger verfolgen, die wissen, was ich für einen Struggle damit hatte. Ja, bald bin ich mit der Schule fertig. Ich geniesse jetzt noch meine Zeit, die ich mit vollen Zügen mit meinen Friends und freue mich auf meine Selbstständigkeit nach der Sommerferien. Allen meinen Kollegen möchte ich besonders danken für das Jahr. Nati macht selbstständig YouTube. Oha, Nati? Stonks, oder bei dir läuft sehr, sehr gut. Kommst du auch mit uns, oder was? Wir machen alle deutsche Videos, oder was? Diesen? Nee, was Geier? Wieso Geier? Ich bin auch richtig froh, meine Freunde an meiner Seite zu haben, die mich sehr unterstützen bei dem, was ich mache. Ja, wie gesagt, heute ist Valentinstag, darum höre ich jetzt endlich aufreden und genieße jetzt auch ein bisschen den Abend. Ich wollte euch einfach Danke sagen für das unglaublich nice Jahr. Gerade ohne euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Danke, dass ihr mich so fest unterstützt. Danke für all die lieben Kommentare und Nachrichten, die ich täglich von euch bekomme. Ich wüsste gar nicht, wie fest mich das aufbaut und motiviert. Feels strong, man. In diesem Jahr sind so viele neue Gesichter dazugekommen. Mittlerweile sind wir 25'000 So viele neue Gesichter, aber ich habe keinen Bock, irgendjemanden von euch zu sehen. Sicher nicht die oberen 3% von der Schweiz, ich sage es einfach mal so. 811 Menschen da auf YouTube. Das sind fast doppelt so viele wie das Hallenstadion Zürich. Digga, Leute umarmen, das mache ich nicht mehr. Das gibt es nicht mehr mit mir. Nach Corona, ich kann nicht mehr Umarmungen geben, ich mache einfach mit euch diesen. Und jetzt schönen Valentinstag. Hey Nati, gutes Video gewesen, Nati. Gutes Video gewesen und ey, Respekt für das, was du alles geschafft hast und wenn du etwas selbstständig machen willst, mach das. Ich wünsche dir nur das Beste. Abfahrt diesen hier. Wir machen sicher noch 10 oder andere miteinander. Gute Videos.